Sie singen Weiß-Blau mit mir, der Annette Segerer. Und ich bin unterwegs in Oberfranken. Genauer gesagt entlang der Frankenwald-Hochstraße. Die liegt im Nordosten Bayerns und führt einmal rund um den Frankenwald herum, vorbei an zahlreichen Städten und Sehenswürdigkeiten. Und ich schaue mir jetzt erst einmal den Norden ein bisschen genauer an. Der führt entlang der thüringischen Grenze, also da ehemaliger Eiserner Vorhang. Meine erste Station entlang der Frankenwald-Hochstraße Richtung Norden ist Kronach. Die Kreisstadt hat ungefähr 17.000 Einwohner und einen mittelalterlichen Stadtkern. Kronach ist schon über 1000 Jahre alt und das erste Mal 1003 urkundlich erwähnt worden. Kronach wird auch als Tor zum Frankenwald bezeichnet. Und weil es da so viel zum Entdecken gibt, komme ich jetzt in den Genuss einer Stadtführung mit Thomas Bayer. Bow down to your God, don't forget about the earth. Place a hand on the tree, who's helping you breathe. Give thanks to the sun when you open your lungs. Ich glaube, wir zwei sind verabredet, Jawohl, oder? grüß dich. Ich bin die Annette. Ich bin der Thomas. Wollen wir los? Freilich. Gut. Wir kommen jetzt quasi von der Schwedenstraße hoch. In der Schwedenstraße, ganz logischer Fall, da waren die Schweden im Schwedenkrieg gelagert. Aber ich denke, da komme ich vielleicht später noch mal dazu. Weil jetzt sind wir nämlich erst einmal in unserem Pförtchen. Da steht es auch, Pförtchen. Ganz einfach, hier war auch natürlich die Schweden gelagert. Hier musste verteidigt werden. Hier oben haben wir einen Turm. Das Ganze hieß die Büttelei. Und zwar Büttel, das ist ein abwertender Begriff für eben Polizist. Ganz einfach deswegen, hier oben haben wir unser Amtsgericht. Da sind natürlich auch die Leute verhaftet bzw. verurteilt worden. Und der Büttel hatte dafür zu sorgen, hier die Leute eben in seine Zellen zu arrestieren. Wir gehen jetzt eben von der Büttelei weiter an unserer schönen Mauer entlang Richtung unserem Storchenturm. Gut, mach mal. Gut. So, wir laufen hier so durch eine sogenannte Zwingermauer. Eine Zwingermauer ist folgendes: Die Leute wurden gezwungen, sich hier einzuzwingen. Diese Mauer war nur 4 bis 5 Meter breit. Die Lanzen damals, der Landsknechte, waren ungefähr 10 bis 12 Meter lang. Und somit hatten die hier keine Möglichkeit, sich zu drehen und wenden. Und wir hatten natürlich den Vorteil, wir konnten Steine runterschmeißen, Pech runterschütten. Und die hier unten waren wehrlos. Und das war der Vorteil von dieser Zwingermauer. Bow down to your God, don't forget about the earth. Wenn Thomas, der Türmer, nicht gerade Kindern seine Heimat sorgt, ist der gelernte Speditionskaufmann und Vater eines Sohnes auch Buchautor. Wir laufen jetzt hier an einen unserer 3 Flüsse vorbei. Dazu kann ich vielleicht kurz erzählen. Wir haben hier sowieso was mit der magischen Zahl 3. 1003 erstmalig erwähnt. 3 Flüsse, 3 Tore, 3 Rathäuser. Hier zum Beispiel haben wir die Kronach, weiterhin die Haslach und die Rodach, die in den Main fließen. Und wir gehen jetzt einfach da vorne weiter Richtung Bamberger Tor. Wir kommen hier zu unserem Brunnen, unserer tapferen Weibern. Kann ich dir ganz kurz was dazu erzählen? Hier oben sind unsere tapferen Weiber. Das sind Pechkübel, die haben die auf die Schweden geschüttet, die absolute Überzahl waren. Und aus diesem Grund sind dann die Schweden auch abgezogen, weil es absolut untypisch fürs Mittelalter war, dass da Frauen mit an der Mauer kämpfen. Und die müssen da oben natürlich geschrien, gekreischt und sich gestikuliert haben, dass die Schweden wahrscheinlich deswegen auch abgereist sind. So, und da hätten wir noch eine kindgerechtere Geschichte auch noch, und zwar unsere Kronacher Hausenkuh. Ganz einfach, auch aus dem Schwedenkrieg. Die Schweden haben uns belagert. Wir haben fast keine Lebensmittel mehr gehabt. Die Schweden sind aber nicht abgerückt und somit haben wir Kronacher eine Idee gehabt und haben eine Häsin, also eine weibliche alte Hasen, mit einer Schleuder über unsere Stadtmauer geschmissen ins schwedische Lager. Und die Schweden haben einfach gedacht, ja, die haben so viel Lebensmittel, die können damit sogar schmeißen, und sind tatsächlich abgerückt. Das ist halt eine kleine Geschichte, die wir unseren Kindern immer erzählen. Bow down to your God, don't forget about the earth. Place a hand on the tree. Wir sind jetzt zu unserem Schluss hin am Hexenturm. Hier hinten haben wir ihn. Der Hexenturm hat seinen Namen daher. Früher, im 16. bis 17. Jahrhundert, waren die Frauen eigentlich die Heilerinnen. Die wurden natürlich hier im Bistum nicht gern gesehen, weil heilen kann nur der liebe Gott. Oder auch zum Beispiel Wunden verbinden.
Das ging einfach nicht in deren Köpfe. Deswegen hat man diese Frau in den Hexendom geschmissen. In dem Hexendom gibt es ein Loch, das ist ungefähr 10 Meter tief. Da hat man sie reingeschmissen und dann zu den Prozessen wieder rausgeholt oder sie waren ganz sogar schon tot. Thomas, ich bin mir sicher, du weißt noch ganz viel zum Erzählen. Ja. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal an der Stelle. Ich darf nämlich jetzt einmal wieder was sagen. Und zwar, dass der Hexenturm Teil der Stadtbefestigung ist und zu Füßen der mächtigen Festung Rosenberg liegt. Festung Rosenberg, eine der größten Festungsanlagen Deutschlands. Mächtig thront sie über der Altstadt von Kronach. Ihre Ursprünge reichen zurück bis ins 11. oder 12. Jahrhundert. Museumsleiter Alexander Süß. Der äußerlich am stärksten ablesbare Eingriff ist sicherlich in der Zeit der Renaissance, also im 16. Jahrhundert geschehen. Also die Festung Rosenberg gehörte zu dem Territorium des Hochstift Bambergs. Kronach bildete die nördliche Spitze dieses Territoriums, Forchheim die südliche. Und beide Städte dienten auch dazu, die Territorien jeweils nach Norden und nach Süden zu meist protestantischen Nachbarstaaten hin zu verteidigen. Nach 1802 wurde das Hochstift Bamberg säkularisiert und Teil des Königreichs Bayern. Während der Napoleonischen Kriege hielt sich Napoleon auf der Festung Rosenberg auf. Im Lauf des 19. Jahrhunderts verlor sie jedoch vollständig ihre militärische Bedeutung. Danach wurde sie vor allem als Gefängnis genutzt. Der zweitbekannteste Franzose, den wir auf der Festung hatten, ist 1917 hierher gekommen. Das war Charles de Gaulle, damals kriegsgefangener französischer Offizier. Und er war auch der unruhigste Gast, der also durch zweifachen Ausbruch hier auch, wie soll ich sagen, dicke Luft hinterlassen hat. Im Jahr 1983 eröffnete im Kommandantenbau der Festung die Fränkische Galerie, ein Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums. Meisterwerke der fränkischen Kunst zwischen Spätgotik und Renaissance. Darunter viele Gemälde aus der Dürerzeit. Hans Pleidenwurf, der Dürerschüler Hans von Kulmbach und der Bildhauer Tilman Riemenschneider mit ausdrucksstarken Holzskulpturen aus seiner Werkstatt. Höhepunkt der Galerie ist der Saal mit Werken Lucas Cranachs des Älteren, dem berühmtesten Sohn der Stadt Kronach, geboren im 15. Jahrhundert. Er schuf Porträts im Auftrag der Kurfürsten von Sachsen, Friedrich der Weise und Johann der Beständige. Also er hatte sicherlich den Mut, natürlich seine Zeit abzubilden, neue Wege zu gehen und dieser Innovationsgeist, der spricht ganz klar auch aus seinen Arbeiten. Wenn man sich das ansieht, dort ist etwas auf der einen Seite natürlich Konservatives, auf der anderen Seite etwas sehr Modernes. Lucas Cranachs Arbeiten wirken einfach auch durch ihre zeitlose Schönheit. Also er hat einen Typus geschaffen, der uns über die Generationen anspricht und der uns heute fasziniert wie früher auch. Venus mit Amor als Honigdieb. Lucas Cranach malt die antike Liebesgöttin mit modischen Accessoires seiner Zeit. Perlenkette und Hut. Neben christlichen Motiven treten zunehmend profane Themen. Ein ungleiches Paar. Ein älterer Herr und eine junge Frau. Mit einer List zieht sie ihm das Geld aus der Tasche. Und auch das ist die Festung Rosenberg, Kulisse für Hochzeiten. Eine zeitlose Schönheit. Mein erster Tag entlang der Frankenwald-Hochstraße neigt sich dem Abend zu. Und bevor es ganz finster wird, bin ich noch mit Herrn Rainer Kober verabredet. Der ist Vorsitzender des Vereins Kronach Kreativ, der mit Kronach leuchtet, wieder Licht ins Dunkel bringt. Herr Kober, hallo. Hallo. Freut mich, Sie zu sehen. Freut mich, Sie zu sehen. Seit wann leuchtet denn Kronach? Schon das 10. Jahr nächstes Jahr. Und da gibt es jedes Jahr so einen Kalender. Ja. Darf ich mal? Also ganz wichtig, ja. Denn der Kalender ist einerseits eine wichtige Säule der Finanzierung, denn der wird sehr gut verkauft. Die Leute warten da schon jedes Jahr drauf. Gibt es irgendeinen Schwerpunkt bei Kronach leuchtet? Also, dass die Architektur zum Beispiel besonders hervorkommt? Also wir haben hier eine tolle mittelalterliche Szenerie. Die Architektur ist ja ganz schön.
Und die wird eben durch das Licht inszeniert und dadurch kriegt die eine ganz andere, ja, kriegt man einen ganz anderen Eindruck. Und inzwischen haben auch alle Bürger des Landkreises das erfahren, dass das eben wirklich ein Fest ist, wo man sich trifft, wo man sich wohlfühlen kann. Wir haben auch das Motto Wohlfühlen, Entdecken und Staunen. Diese leuchtenden Schmetterlinge waren auch ein großer Wow-Effekt. Eine ganze Gasse war damit beleuchtet. Kriegt dann der Kronacher auch nochmal einen neuen Blick auf seine Stadt, oder? Aber wirklich, viele sagen, habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen, ist ja toll. Und da unten hast du das? Na also. Natürlich auch teilweise irre Farben genutzt, was man bei so einem Event machen kann. Das ist ja jetzt gerade da, wo wir jetzt stehen. Exakt, exakt. Das ist also die Stadtpfarrkirche und da ist die ehemalige Mädchen- und die Bubenschule, die sich Sauber und ordentlich getrennt. genau rosa beleuchtet und hellblau und dann in der Mitte getroffen. Und wie viele Leute kommen dann zu Kronach leuchtet? Wie viele Besucher haben Sie? Also wir haben im letzten Jahr 90.000 Besucher gehabt. 90.000 Besucher in 10 Tagen. in 10 Tagen. Ja. Also ist die Akzeptanz der Kronacher und aus der Umgebung recht groß. Enorm. Die Leute gehen nach Hause und nehmen was mit. Das ist für mich das Wichtigste an Kronach leuchtet. Initiative, Stolz auf die Heimat, Zuversicht. Going down Jetzt the haben Sie dirty die inner city Laternen. side of the road. I plotted, Noch nicht so recht. Das ist eben madness passed me by. She smiled high. I nodded. Looked up at the sky, began to cry. Also hier sind wir auf der Festungsanlage. Und hier hat man einen ganz schönen Blick auf das, was die Festung ausmacht. Wir haben unten das bläuliche Licht bei den großen Bastionen und die Gebäude mit Licht und Schatten etwas gelblicher und darüber der Bergfried. Und wir freuen uns, dass wir jetzt jeden Abend die Festung genießen können. Schön Licht und Schatten, Architektur erlebbar, auch in der Nacht. Also wir sind sehr zufrieden. Herr Kober, ich sage vielen Dank für den Einblick ins nächtlich leuchtende Kronach. Ihren Kalender kriegen Sie wieder. Vielen Dank. Gerne. Obwohl ich ihn schon gern gehabt hätte, gell? Ich will mir nicht schleichen. Außerdem gibt es ja noch ein zweites kulturelles Highlight in Kronach, und zwar die Faustfestspiele. Das ist ein Theaterfestival, das jedes Jahr unter freiem Himmel stattfindet. Und zwar hier auf der Festung Rosenberg. Die Faustfestspiele auf der Festung Rosenberg. Eine Erfolgsgeschichte. Ganz klein angefangen, haben sie nach 20 Jahren mit mittlerweile 30 Aufführungen und 13.000 Besuchern eine beachtliche Dimension erlangt. Daniel Leistner, Regisseur, Schauspieler und Intendant, ist das Mastermind der Veranstaltung. Also die Sprechrollen, die großen Rollen, das sind alles Profis. Aber wir haben sozusagen ein lebendiges Bühnenbild. Ja? Wir haben eine riesen Spielfläche hier oben und die beleben wir mit unseren Statisten. Ich habe in jedem Stück 30, 40, 50 Statisten und das macht ganz große, beeindruckende Bilder, also wie Freilichtaufnahmen für einen Film. Es ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Die heimliche Sehnsucht, welche sich über alle Grenzen hinwegsetzt und am Ende gegen Hass und Gewalt siegt. William Shakespeares Romeo und Julia in einer Inszenierung bei den Faustfestspielen. So bete ich nun zu dir. Erhöre mich, damit aus meinem Glauben keine Verzweiflung wird. Heilige bewegen sich nicht, auch wenn sie eine Bitte zugestehen. Dann beweg auch du dich nicht, damit sich mein Mund nehmen kann, was er von dir erbeten hat. Daniel Leistner wurde 1965 in Kronach geboren.
Er studierte Literatur und Theater in Bayreuth und Mainz. Dann Lehrzeit in Wien als freier Regisseur, Schauspieler und Dramaturg. Und schließlich zurück nach Kronach, der Faustfestspiele wegen. Wenn man hier oben ist, auf der Festung, ja, und bei so einem Wetter noch, und dann spielt man Romeo und Julia oder Faust oder irgendeine Komödie, das ist unvergleichlich. Das ist der beste Job, den man sich wünschen kann. Sie töten dich, wenn sie dich sehen. Ach, im Schutze der Nacht werden Sie mich nicht erkennen. Eher sehe ich dem Tod durch Ihren Hass entgegen, als dass ich wie ein Toter weiterleben könnte ohne deine Liebe. Dann liebst du mich? Sagst du jetzt ja, dann nehme ich dich beim Wort. Doch wenn du schwörst, wer weiß, vielleicht wirst du den Schwur dann brechen. Schaut nur, Freunde, was stark's denn dazu? Daniel Leistner will Theater wie Kino machen. Volksnah, den Zuschauer packen und unterhalten. Ich will keine vergeistigten Stücke oder ich will keine persönlichen Mätzchen als Regisseur. Ich will die Geschichte erzählen. Mich interessiert wirklich, was hat Goethe geschrieben, was hat Schiller geschrieben, was hat Shakespeare geschrieben. Wie kann ich die Geschichte so erzählen, dass sie jeder versteht, dass sie jeder kapiert, ohne dass man sich groß vorbereiten muss, ohne dass man irgendwelche großen Ambitionen des Regisseurs sieht. Komm, tut's mir bitte! Mir tut's so leid! Ein Festessen. Für die Würmer bin ich jetzt aus. Erledigt. Emotional, ergreifend, stark. Das ist Romeo und Julia bei den Faustfestspielen in Kronach. Oh Gott! Mein Weg Richtung Norden führt an Klein-Tettau vorbei, wo sie nicht nur Oberfranken, sondern auch schottische Hochlandrinder heimisch fühlen. Der direkteste Weg im Frankenwald ist ja immer mitten durch den Wald. Da darf man die Frankenwald-Hochstraße schon mal links liegen lassen. Lady Bird, come on down. I'm here waiting on the ground. Lady Bird, I'll treat you good. Ah, Lady Bird, I wish you would. You, Lady Bird, pretty Lady Bird. Ich bin jetzt in der Nähe von Lauenstein. Das ist in der Nähe von Ludwigstadt. Also halt einfach am nördlichsten Zipfel des Frankenwalds, direkt an der Grenze zu Thüringen. Und ich bin verabredet mit dem Heimatforscher Siegfried Scheidig und seiner Kollegin aus dem Osten, der Ortschronistin Karin Haas. Und zwar da oben, auf der Thüringer Warte. Lightning flashed across the sky the night he taught me how to fly. The sun came up and then I found too soon he led his lady. Sie sind im Westen aufgewachsen, Sie im Osten. Ist das für Sie ein spezieller Ort da herum? Ja, das ist schon ein ganz spezieller Ort. Ich kenne die Thüringer Warte seit meiner Kindheit. Ich habe die Einweihung miterlebt und habe in den 60er Jahren, 70er Jahren die Besucherströme, die hier raufkamen, miterlebt. Das waren ja Hunderttausende, die in dieser Zeit die Thüringer Warte besucht haben, weil das war einer der wenigen Orte, wo man also rundrum umgeben von DDR-Gebiet weit reinschauen konnte ins Thüringer Land. Also es war einer der ganz wenigen Orte, wo man wirklich einen weiten Blick in die DDR gehabt hat. Und deswegen war das schon emotional auch ein ganz besonderer Ort. Es hat sich ja in der Zeit regelrechter Grenztourismus entwickelt. Die Thüringer Warte, man muss das so nennen, ne? Das war wirklich der Anziehungspunkt in der Region schlechthin. Und für Sie im Osten war die Thüringer Warte ja auch zum Singen. War das so ein Sehnsuchtspunkt? Ja, wir haben hier rüberschauen können und ich wusste, das eine Mal hat mein Vater gesagt, guck,
das ist der Turm, da war meine Schwester Ilse aus Nürnberg und da hat sie rüber geguckt. Und ja, wir durften ja nun keinen Kontakt haben. Man ist halt so aufgewachsen, man hat das als gegeben hingenommen, aber Sehnsucht war da immer da. Und als dann so weit war, als dann die Grenze aufgegangen ist, wie war das für Sie? Der Moment der Grenzöffnung, da war so emotional. Ich bin heute 25 Jahre später, ich kann das noch minutiös, weiß man das noch. Das war so bewegend irgendwie natürlich bei mir. Ich interessiere mich für Heimatgeschichte und unser Gebiet hier um Lauenstein-Ludwigstadt, das ist ja auch von Thüringen her besiedelt worden. Man merkt es ja an meinem Dialekt, wir sind eigentlich Thüringer. Ich sage mal, wir haben ein Stück Weltgeschichte erlebt damals. Ne? Und wie haben Sie die Grenzöffnung erlebt? Wir konnten erst mal gar nicht real das erfassen, dass das Wirklichkeit sein sollte. Also wir haben wirklich erst mal ein bisschen abgewartet, ob das denn wirklich so war. Und ich weiß noch, ich bin nachher 2, 3 Tage später mit einem Trabant natürlich und meiner Mutti und meinen Jungs sind wir hier rüber gefahren nach Ludwigstadt, das war ja nun der nächste Punkt, und über den Grenzübergang Probstzella. Und wir sind da reingefahren und mir kamen die Tränen, mir sind die Tränen runtergeflossen. Ich konnte das gar nicht richtig fassen, dass wir jetzt im Westen sind. Und wir sind hingefahren nach Ludwigstadt und da war der Markt voller Menschen. Da war ein Andrang in den Rathaus, da sind wir begrüßt worden und waren alle so freundlich, diese Menschen. Der Kleine, der hat so ein Papagei geschenkt gekriegt aus Plüsch, den hat er heute noch. Also das war ein ganz emotionaler Moment. Und das haben wir jetzt natürlich zum Anlass genommen. 25 Jahre der Grenzöffnung mit einem Freund zusammen haben wir ein Buch. Das ist im Entstehen, das ist momentan gerade der Korrekturbogen. Vor allen Dingen, da wir ja gesagt haben, die Jünger sind wie 35 Jahre, die wissen ja von der Grenze im Grunde genommen gar nichts mehr. Haben wir diesen Teil der Grenzöffnung natürlich auch die Geschichte der Grenze vorne herangestellt mit über 240 Bildern. Ich denke, das ist eine Sache, die die Erinnerung ein bisschen wachhalten kann, was eigentlich in dieser Zeit vorgefallen ist. Übrigens, da bin ich ja selber mit drauf. Ein Bild 1959 und der kleine Lockenkopf da. Das bin ich direkt am damals gerade frisch angelegten Todesstreifen. Das ist das, was man heute als grünes Band bezeichnet. Ne? Dieser Bereich zwischen der ehemaligen direkt bayerischen Grenze und den Grenzzäunen. Und das sieht man ja von da herum auch. Das sieht man von da herum auch. Hinten zum Beispiel im Frühjahr natürlich, wenn das frische Grün rauskommt, und im Herbst, wenn das alles gelb gefärbt ist, die Birken, die da drauf gewachsen sind, sieht man also diese ehemaligen Grenzanlagen direkt rundum, also von 3 Seiten praktisch eingeschlossen von DDR-Gebiet. Und deswegen haben wir unser Buch auch getauft, der Westen ist nur im Süden. Das war damals das Sprichwort, dieser Zipfel des Landkreises Kronach, der in die DDR hineingeragt hat. Und der Westen ist nur im Süden, der Osten ist überall. Wir hoffen, dass das Menschen interessiert. Wahrscheinlich vor allem die Leute hier im Grenzgebiet, oder? Ja. Und wenn Sie das Buch anschauen über die Grenze, erfahren Sie da was Neues? Ja, sehr viel. Muss ich sagen, für uns selber war das eine ganz andere Situation, weil wir sind ja nicht an die Grenze rangekommen. Wir haben das nie gesehen. Wir wurden da immer auf Abstand gehalten. Und da durften wir mit einem Mal wieder in den 500-Meter-Streifen rein. Da haben wir das erste Mal auch näher die Grenzanlagen gesehen. Und da habe ich mir überlegt, na, der Zaun, der ist doch gar nicht mit der oberen Seite rüberwärts gerichtet, nach Bayern, sondern der ist doch nach uns zugerichtet. Das heißt doch eigentlich, dass unsere Leute dann nicht ausreisen sollen. Und uns haben sie ja immer erzählt, dass das ein Schutz gegen den Westen ist. Verstehen Sie? Und jetzt, nachdem die Grenze so lang auf ist, sieht man mehr so die Gemeinsamkeiten. Also sprachlich sind sie ja nicht weit voneinander entfernt. Wir sind ja im Mittelalter von Norden her, von Thüringen her besiedelt worden, und die Sprachinsel, der thüringische Dialekt, der hat sich da in den Ortschaften natürlich bis heute gehalten. Ne? Gerade weil ja unsere ganze alte Geschichte Richtung Thüringen orientiert ist und nicht Richtung Franken und schon gar nicht Richtung Bayern.
Entschuldigung. Ja, schön finde ich, es ist heute einfach sowas von normal, dass wir hier zusammengewachsen sind. Die Grenzen von früher, es ist nur noch Erinnerung. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank für die Einblicke und für den Rundumblick. Die Gegend da rund um Ludwigstadt ist nicht nur geprägt durch Wald und die ehemalige Grenze, sondern auch durch Schieferabbau. Der Schiefersteinbruch in Lehesten, einst Europas größter Schiefertagebau, direkt an der thüringisch-bayerischen Grenze. Im stillgelegten Steinbruch entstand ein 40 Meter tiefer See. Schiefer auch im Ort, auf Dächern, Giebeln und an den Fassaden. Man bezeichnete ihn früher auch als das blaue Gold, weil er bei Sonneneinstrahlung blau leuchtet. Im Schiefermuseum in Ludwigsstadt erfährt man alles über die Geschichte des Schieferabbaus in der Region. Der Ort war ein Zentrum der Schiefertafelfabrikation in Deutschland. Die Schiefertafeln einst wichtigster Wirtschaftsfaktor. Und auch hier wurden früher Schiefertafeln produziert. Das Faber-Castell-Werk in Geroldsgrün. Gegründet von Lothar von Faber, Unternehmenssprecherin Verena Kern. Im ersten Jahr der Produktion, also so ungefähr von 1861 bis 1862, wurden ausschließlich Schiefertafeln und Schiefergriffel hier produziert. Später kam dann auch eine Produktion auf Anfrage hinzu, aber es wurden auch Tafeln zum Beispiel für den Hausgebrauch produziert oder fürs Büro und auch feine Notizbücher, und auch die wurden schon in die ganze Welt damals vertrieben. Heute werden in dem Werk mit 350 Mitarbeitern keine Schiefertafeln mehr produziert. Dafür aber Produkte aus Kunststoff, wie Künstlerstifte, Kugelschreiber, Druckbleistifte oder Tintenfaserschreiber. Tief versteckt im Wald liegt das Schieferbergwerk Lothar Heil, benannt zum Heil des Lothar. Gemeint war Lothar von Faber, der hier Schiefer abbauen ließ. Manfred Teichmann führt das Schieferbergwerk in der 4. Generation. Es ist das einzige in Bayern und das letzte im thüringisch-fränkischen Schiefergebiet. Hier werden zahlreiche Produkte aus Schiefer gefertigt. Die Palette reicht von Dachziegeln über Steinplatten für Fußböden bis hin zu Tischen. Auch Deko-Objekte und Schmuck gehören zum Sortiment. Wenn Manfred Teichmann neuen Schiefer braucht, geht er unter Tage. Schon in jungen Jahren arbeitete er als Bergmann. Seit Ende der Schulzeit bin ich hier im Werk, habe hier gelernt auch, erst als Kaufmann, dann als Bergmann. Und da musste ich sehr frühzeitig, nachdem der Vater plötzlich verstarb, mit 22 Jahren den Betrieb übernehmen. Die Arbeit unter Tage ist sehr anstrengend. Was begeistert ihn so daran? Ja, das Arbeiten mit der Natur. Immer wieder ein neues Erlebnis, die Blöcke zu spalten. Und es sind immer wieder Unikate. Von der Gewinnung über die ganzen Verarbeitungsschritte bis hin zum Ausliefern und das zum Teil auch Verbauen beim Endkunden. Das ist ganz toll, das miterleben zu können. Ein Stadtteil von Ludwigsstadt ist Lauenstein. Und das da ist die Burg Lauenstein. Die
Burg Lauenstein ist auch im Logo einer Firma, für die ich auf meiner Reise durch den Frankenwald gern einen Umweg mache. Sehr gern sogar. Die Konfiserie Lauenstein ist berühmt für ihre Pralinen. First we'll kiss, then you will lock the door again. A perfect kiss, just to remind what's between us. Tonight is here. Wie hat das angefangen mit den Pralinen hier in Die Lauenstein? Liebe war es. Ein Berliner Konfektmacher hat sich hier in die Müllerstochter verliebt. Der Schwiegervater hat ihm die ehemalige Getreidemühle als erste Produktionsstätte ihm angeboten. Da hat es angefangen und da sind wir heute noch. Der Herr Schulze, unser Produktionsleiter, der kann Ihnen das natürlich noch viel besser fachlich erklären. Und da bin ich auch näher dran an der Und dann sind Sie Schokolade. auch noch näher dran. Aber Vorsicht, einmal probiert, schon verführt. Gut, ich pass auf. Danke. Und? Steht mir das? Ja, ja, sehr schön. Warum? Muss leider sein, aus hygienischen Gründen. Und was ist deine Funktion? Ich bin hier zuständig für die Qualitätssicherung einmal, aber auch für die Produktentwicklung. Und Qualitätssicherung heißt dann, du musst wohl oder übel immer mal wieder probieren. Ja, leider. Wird schon schnapuliert. Ja, auf jeden Fall. Also unsere Mitarbeiter dürfen natürlich naschen, so viel sie möchten, und das tun sie natürlich auch. Ja, das ist ja dann wahrscheinlich ein gutes Zeichen, oder? Wenn die Belegschaft schnapuliert, dann weiß man das Auf gut jeden schmeckt. Fall, natürlich, und auch eine Art von Qualitätssicherung. Ja. Es würde sofort jeder Fehler auffallen. Just to remind what's between us tonight. What's between us tonight. Hilft eigentlich so in der Pralinenmanufaktur zu arbeiten bei der Suche nach einer Frau? Bitte? Ob die Arbeit in der Pralinenmanufaktur hilft bei der Suche nach einer Frau? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, Nein. schon. Also ich wäre empfänglich dafür. Okay. First we'll kiss, then you will lock the door again. A perfect kiss, just to remind what's between us. Tonight is here. Ich bin nicht auf Abwägen unterwegs, sondern auf einer Abkürzung. Hoffe ich. Und für Sie geht es jetzt ohne Umwege direkt zum Wolfgang Binder mit seinen Gedanken zum Golddorf Steinbach an der Heide. Just to remind what's between us. Mitten in Steinbach an der Heide, einem kleinen Dorf in der Nähe von Ludwigstadt im Frankenwald, gibt es diesen bezaubernden Garten, den blühenden Dorfmittelpunkt, wie es so schön heißt. Denn hier trifft man sich nicht nur zum Garteln, sondern auch auf einen Plausch, zum Ratschen. Schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde dieser große Garten auf dem Anger erwähnt. Und er ist zugleich Nutzgarten wie auch Ziergarten. Denn hier stehen Sonnenblumen neben Tomaten und Kürbis steht neben den Herbstastern. Und fast jede Familie aus dem Dorf hat hier eine eigene Parzelle, die sie auch bearbeiten und bewirtschaften. Es ist also eine Art Schrebergarten, aber mitten im Dorf. Mitten in Berlin gibt es ähnliche Aktivitäten, allerdings noch nicht ganz so lange und etwas unkonventioneller. Gartenguerilla heißt eine Gruppe von Aktivisten, die Samenbomben werfen, die Parkdecks in grüne Biotope verwandeln und Äcker mitten in der Stadt bestellen. Alles illegal, aber sehr grün. Ein Garten hat ein friedensstiftendes Potenzial und fördert die Gemeinschaft, heißt es bei den Pionieren der Berliner Gartenkultur. Und da muss man ihnen eigentlich recht geben und auch die nicht immer ganz korrekte Vorgehensweise entschuldigen. Ich meine, hier in Steinbach an der Heide hat dafür mit Sicherheit jeder Verständnis. Schließlich lebt man seit Hunderten von Jahren mit einem Garten mitten im Dorf.
allerdings legal, aber genauso grün. Wenn's mal wieder ein bisschen kälter wird im Frankenwald, dann kommt der Bus grad recht. Und eine warme Wirtschaft. So, bitteschön. Dankeschön. Das Wirtshaus Adelskammer ist das älteste Wirtshaus im Frankenwald. Und bei den Wirtsleuten Renate und Fritz Gebelein wird noch gekocht wie früher. Und ich glaube, ich kann schon was vertragen. Und danach geht's nach Bad Steben. Und für sie geht's gleich nach Bad Steben in Sachen Kultur. Der Kurpark von Bad Steben. Glänzende Bauwerke des Klassizismus und des Jugendstils. Das prachtvolle Badehaus aus dem Jahr 1837 entwarf der Münchner Architekt Leo von Klenze. In Steben gibt es schon sehr lange Heilwasser. Auch heute noch lässt es sich in der Säulenwandelhalle zapfen. Das Wasser aus den 3 Heilquellen hilft unter anderem bei Rheuma und Herzleiden. Die Therme im Kurpark wurde im Jahr 2004 eröffnet. Hier gibt es ein großes Wellnesszentrum. Neben gesundheitlichen Badekuren ist sie auch ein Ort der Erholung und Entspannung. Im Jahr 2007 wurde die Therme um den Wellnessdom erweitert. Kurdirektor Ottmar Lang. Der Wandel der Gäste von der klassischen Kur, die wir natürlich auch heute noch anbieten, hin zum Wohlfühlen und Entspannen. Das ist der Trend, den wir letztendlich auch aufgreifen. Neben Trink- und Badekuren mit Bad Stebener Heilwasser gibt es auch verschiedene Wellnessangebote. Hier sehen Sie eine Hot-Stone-Massage mit Schiefersteinen aus dem nahegelegenen Schieferbergwerk Lothar Heil. Gleich nebenan im Kurpark steht das Grafikmuseum Stiftung Schreiner. Gegründet wurde es im Jahr 1994 von dem in Bad Steben lebenden Ehepaar Wolfgang und Barbara Schreiner. Wolfgang Schreiner war beruflich jahrzehntelang in Osteuropa unterwegs und hat dort Kunst gesammelt. Die Idee kommt eigentlich von meinem Mann. Mein Mann hatte schon in den 70er Jahren angefangen, Kunst Osteuropas zu kaufen. Das entwickelte sich so Stück für Stück zu einer Sammlung hin. Wir hatten dann noch eine größere Gruppe russischer Grafik, bulgarischer und rumänischer Grafik. Und die blieb hier bei uns und in einem Gespräch mit dem damaligen Finanzminister Georg von Waldenfels wurde sozusagen so eine Idee geboren. Lynn Kronig ist die neue Kuratorin des Grafikmuseums. Also das Spezifische dieses Hauses ist, dass vor allem Grafik im Mittelpunkt steht. Und zwar zum einen Grafik historisch, nämlich aus der ehemaligen DDR. Damit natürlich auch geschaut, wie sich diese Künstler weiterentwickelten bis zum Hier, heute und jetzt. Zum anderen internationale Grafik und in einigen Jahren immer im Intervall doch auch Fotografieausstellungen. Fotografien von der innerdeutschen Grenze in einer Ausstellung im Grafikmuseum in Bad Steben. Blicke aus Ost, aber auch aus westdeutscher Sicht.
Darf ich Sie schnell was fragen? Ja, gerne. Wo bin ich denn jetzt da hineingeraten? Sie sind bei den Biedermeier-Freunden in Bad Steben. Und das Biedermeier war dann wann? Die Biedermeier-Zeit selbst war ca. von 1815 bis 1848. Und Sie flanieren da jeden Tag im Kurpark von Bad Steben? Nein, wir flanieren jeden letzten Sonntag im Monat hier im Kurpark. Und was ist das für ein Gefühl, so flanieren? Also man fühlt sich unwahrscheinlich, ja ich sag mal, herrschaftlich. Man kann wirklich sagen, Kleider machen Leute. Man bewegt sich einfach anders. Man ist aufrechter, ja, herrschaftlich. Die Dame mit dem Fuchs um den Hals auch noch ein bisschen mehr in die Mitte, bitte. Wunderbar, so. Und jetzt auf 3. Achtung, 1, 2, 3. Ja, und für Sie haben wir jetzt nur den Wolfgang Binder mit seinen Gedanken zu Bad Steben. Wenn man von La Spezia in Italien am Meer entlang Richtung Süden, also Richtung Toskana fährt, kommt man irgendwann einmal an der Stadt Carrara vorbei. Und Carrara ist ja berühmt für seinen typisch weißen Marmor, den Carrara-Marmor, der in den Steinbrüchen der nahegelegenen Berge abgebaut wird. Und berühmt wurde dieser Stein durch den Renaissance-Bildhauer Michelangelo, der dort höchstpersönlich die rohen Marmorblöcke für seine Figuren herausgesucht hat. Denken Sie zum Beispiel an seinen David, die vielleicht berühmteste Skulptur der gesamten Kunstgeschichte. Jetzt stehe ich hier in Horwagen, einem Ortsteil von Bad Steben in Oberfranken, und erfahre, dass genau hier in diesem heutigen Geotop bis hinein in die 90er Jahre Marmor gebrochen wurde. Der sogenannte Flaserkalk, besser bekannt als Deutsch-Rot-Marmor. Angefangen hat das Ganze bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und Beispiele dafür finden wir heute noch von der Walhalla bei Regensburg, Glyptothek in München bis hin zur Neuen Hofburg in Wien. Überall dort ist dieser typisch rötliche Marmor heute noch sichtbar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Michelangelo hätte nicht im 16., sondern im 19. Jahrhundert und nicht in Italien, sondern hier in Oberfranken gelebt, dann wäre sein berühmter David eben nicht schneeweiß, sondern rot wie der Marmor hier in Horwagen. Auch nicht schlecht. Allerdings, die Kunstgeschichte müsste umgeschrieben werden. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen verfranst im Frankenwald. Ja, Abkürzung ist halt doch nicht immer der schnellste Weg. Ja, aber wenn alles gut geht, dann sehen wir uns nächste Woche wieder auf meinem Weg entlang der Frankenwald-Hochstraße.